No meeschte Weltkrich sinn sech Lützeburger Politiker doriwer eens, dat sech eppes Wahlrecht ännere muss. Dokumenter an Zeitunge weisen awer wéi kompliceéiert Debatten direkt no der Krichszeit dene verschiedene Parteiie wären. Diskussionen zeien sech an längt. 1919 gëtt Situationun kritisch. Da war den Druck von der Stroß so groß, dass sie wirklich müssen etwas machen. Aber auch dem Moment nach gehen Diskussionen, sollen Frauen Wahlrecht kriegen, sollen sie es nicht kriegen, ab welchem Alter soll sie wählen können, ab welchem Alter soll sie kandidieren können. Und das weiß, dass auch von ihnen sich im Prinzip eins ist, zum Schluss vielleicht aber noch parteipolitische Interessen matt gespielt haben, für die letzte Schlaf und dem allgemeinen Wahlrecht zu gehen, wo Schiedfried ein bisschen nur seinen Interesse geguckt hat. Gesagt ihn auch, dass die Verwaltung vielleicht noch nicht ganz präpariert war. Wir weisen auch zum Beispiel Reklamationsbriefe von Wählern, die nicht auf die Wählerliste gedroht waren. Natürlich trotzdem, dass schon 5, 6 Jahre früher klar war, es ändert etwas, du könntest irgendwann von Einkehr etwas, war die Verwaltung auch noch nicht ganz auf die letzte Stüppel vorbereitet und dass das, wie oft zu Lützeburg, ein bisschen Learning by Doing war. No vielen Debatten an der Chamber gëtt den definitiven Text ausgeschafft, den da noch gestimmt gëtt. Frei kreien Wahlrecht, den Zensus spielt keng Roll méi, an den Alter fir ze wählen gëtt op 21 Joer aufgesät, zu seit den Text an der Verfassung, die großen Unterschied machen. Das Dokument, nachdem Kantonsrat Charlotte den 15. Mai 1919 das Dokument unterschrieben hat, wird vom 8. Mai an der Chamber, wo das allgemeine Wahlrecht heute zu Lützeburg angefordert ist. Und dafür steht er doch hier an diesem Saal relativ zentral. Wir projizieren noch dafür den Text, den ihr nicht lesen könnt, weil auf 2 Seiten ist, projizieren wir den Text auch dahin, dafür dass sehen kann, das Gesamtgesetz, den ganzen Artikel 52 als Visiteur dann auch hier lesen kann.